So, willkommen und Servus zu Let's Play Still Life 2. Ja, mal nach langer Zeit mal wieder ein Point-and-Click-Adventure. Und es ist die Fortsetzung vom ersten Teil, den haben wir ja vor längerer Zeit einmal gezockt. So, pass auf, mal schauen wir mal da rein. Da sollte mal alles passen, denn ich habe schon vorab getestet. Schaut das weit alles gut aus. Machen wir das so etwa. Gut, dann starten wir ein neues Spiel. Was bisher geschah? Vic McPherson. Hallo Vic, hier ist Claire. Wie läuft's in Los Angeles? Hallo Claire. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass wir irgendwelche Fortschritte machen. Gar nicht so leicht, zwischen all den Morden einen Zusammenhang herzustellen. Du bist davon besessen. Wenn du nicht gegangen wärst, müsstest du die Einzelteile jetzt nicht allein zusammensetzen. Ich weiß, dass du von meiner Entscheidung, das FBI zu verlassen, nicht begeistert bist. Aber für ein Arschloch wie Browning arbeiten? Nein, danke. Browning wird nicht für immer hier bleiben. Seine Entscheidung, die Akte nach dem Tod des maskierten Killers zu schließen, gefiel auch nicht jedem im Chicagoer Büro. Ich brauche dich wohl nicht daran zu erinnern, dass es keinerlei Beweise dafür gibt, dass dieser Mistkerl wirklich tot ist. Er ist ins Wasser gefallen, nachdem ich auf ihn geschossen hatte. Ich weiß, dass ich ihn getroffen habe, aber soweit ich weiß, ist seine Leiche nie gefunden worden. Nein, da hast du recht.
Natürlich hast du Zweifel, aber das Wasser unter der Tominova-Brücke ist eiskalt. Wenn deine Kugel ihn nicht getötet hat, dann hat das kalte Wasser ihn erledigt. Ich würde mir gerne sicher sein, wenn ich an all die Frauen denke, die Opfer dieses Wahnsinnigen geworden sind. Hast du irgendwelche Informationen über den ersten Killer, den der Mörder aus Chicago kopiert haben soll? Sein Name war Ackerman, glaube ich. Ja, Mark Ackerman, Sohn des Gouverneurs Herbert Ackerman. Er wurde Anfang der 30er Jahre in eine Anstalt gesteckt, nachdem er 2 Mordserien begangen hatte. Es kam nie zu einer Verurteilung. Sein Vater hat ihn einliefern lassen, um den Skandal zu vertuschen, mit voller Unterstützung des FBI. Korruption kommt wohl niemals außer Mode. Das macht mich krank. Und der pensionierte Inspektor Harrison, den du in Kalifornien aufsuchen wolltest. Hast du ihn schon getroffen? Ja, er hat mir die gesamte Akte über die Untersuchung von 1956 überlassen. Er ist davon überzeugt, dass Mark Ackerman hinter den Serienmorden in Los Angeles steckt. Wirklich? Ein Killer, der Frauen über mehrere Jahrzehnte ermordet. Dann ein Trittbrettfahrer, der 50 Jahre später dieselben furchtbaren Verbrechen begeht. Der Gedanke ist beängstigend. Ja, aber dieser Fall ist auch eine persönliche Angelegenheit. Mein Großvater ist in diese Geschichte hineingezogen worden. Er hat mehr verloren als bloß seine Illusionen. Wenn ich daran denke, dass sie ihn verdächtigt haben. Ich will die Wahrheit um seinetwillen herausfinden. Egal, was mich das kostet. Ich hoffe, du findest, wonach du suchst, Vic. Wenn ich irgendwie helfen kann. So, die Herrschaften quatschen noch gern. Und wir haben schon gehört, es geht wieder um einen Mörder. Und wahrscheinlich ist derselbe, der aus dem ersten Teil schon die ganzen Frauen ermordet hat. So, pass auf. Hast du etwas Neues über Mia, das letzte Opfer des Killers? Liegt sie noch immer im Krankenhaus? Es geht ihr schon besser. Sie hat den Schock überwunden. Die Ärzte sind recht optimistisch. Wahrscheinlich wird sie bald entlassen. Ich habe sie gestern besucht. Sie will Chicago verlassen. Zu viele schlechte Erinnerungen. So, was haben wir denn für Was gibt's Neues Neuigkeiten? beim FBI? Hat Miller noch immer seinen nervösen Magen? Ja, auf der Silvesterfeier ist ihm schlecht geworden. Irgendein Witzbold hat ihm Tabasco auf seine Lachshäppchen gekippt. Wir sehen im Moment nicht viel von Browning. Er hat sich nach deiner Kündigung etwas zurückgezogen. Viel ändert sich dadurch aber nicht. Er stand seinen Kollegen ja nie wirklich nah. Ja, das kannst du wohl laut sagen. Der einzige Ort für so einen Eiswürfel ist ein Whiskyglas. So, wie läuft's Wie weit mit der sind die Untersuchung? Ermittlungen? Arbeitet irgendjemand an dem Fall, nachdem Browning die Gelder gestrichen hat? Offiziell wurde der Killer für tot erklärt. Also hat Browning den Fall geschlossen. Er hatte es ziemlich eilig, die Akten ins Archiv bringen zu lassen. Na klar. Einige gut situierte Leute haben einigen der getöteten Mädchen öfter einen Besuch abgestattet. Browning war einer von ihnen. Ich frage mich wirklich, was er opfern musste, um den Skandal zu vertuschen. Wenn ich nur daran denke, dass ich unter ihm gearbeitet habe. Es macht mich krank. Ich hoffe, Richard belästigt dich nicht allzu sehr. Er hat ein paar Nachrichten auf meinem Anrufbeantworter hinterlassen. Er hat mich nur angerufen, um sich nach Mia zu erkundigen. Er fühlt sich schuldig, weil er sie gehen gelassen und dem Killer damit Tür und Tor geöffnet hat. Ich weiß, er hat schwer daran zu knacken. Allerdings spricht doch nichts dagegen, dass der Killer auch ihn ausgeschaltet hätte, um an Mia heranzukommen. Sei's drum, er vermisst dich. So viel ist sicher. Er freut sich sehr auf deine Rückkehr. Ich muss dich noch um einen letzten Gefallen bitten, Claire. Um einen großen. Ich brauche Zugang zur FBI-Datenbank. Für deine Recherchen, was? Wow, ich gehe mit den Vorschriften in letzter Zeit wirklich etwas lax um. Ich will nicht, dass du Schwierigkeiten bekommst. Mach dir keine Sorgen um mich. Der Zugangscode wurde vor ein paar Tagen geändert. Ich werde ihn überprüfen und ihn dir per SMS schicken, okay? Danke, Claire. Ich werde dich jetzt in Ruhe lassen. Bis bald. So, bis bald, Claire. Was hast du da? Neues Einsatzziel? Ja, pass auf, da können wir irgendwie drauf zurückgreifen. Und zwar über unser Smartphone. Pass auf, was haben wir denn Neues? Detailliertes Einsatzziel. Also das heißt, treiben Sie die Ermittlungen zum Mörder in Chicago voran. Verbinden Sie sich mit der FBI-Datenbank. Nachricht und Kontakte. Hallo Vic, hier ist Richard. Ich vermisse dich. Ich kann deine Rückkehr nach Chicago kaum erwarten. Ich liebe dich, mein Schatz. Hier ist Richard. Ich hoffe, in L.A. läuft alles gut. Silvester ohne dich war ziemlich traurig. Ruf mich bald zurück. Ja, machen wir bei Gelegenheit. So, was sollen wir denn jetzt machen? Da können wir die Sachen Gut. untersuchen. Sehen wir uns noch einmal die Hinweise an, die wir haben. Ich werde mir Notizen auf meinem Smartphone machen, während wir sie durchgehen.
Genau, also wir spielen wieder die Vicky McPherson, wie im ersten Teil. Und wir gehen jetzt mal die Unterlagen durch. Ein Zeitungsartikel vom 19. März 1956. Er berichtet von der Festnahme eines Verdächtigen im Zusammenhang mit den LA-Morden. So, da haben wir einen Zeitungsausschnitt vom 19. März 1956. Ja, ich werde das nicht alles vorlesen, sondern gerade mal schnell überfliegen. Also ganz schnell überfliegen. Okay, da haben sie einen Mörder verhaftet. Ich bezweifle, Mehr dass haben wir zwischen nicht. den beiden Fällen eine Verbindung besteht. Noch so ein Hirngespinst einer übereifrigen Journalistin. So, da haben wir das nächste. Eine Broschüre über die Ackerman-Ausstellung, die von Richard organisiert wurde. Hier sind Reproduktionen von Gemälden abgebildet und einige interessante Informationen zu lesen. Broschüre der Ackerman-Ausstellung. So, das ist Dr. Hyde. Ein Gemälde von Ackerman. Der Schüler. Beatrice. Die Labyrinth-Stiftung. Das ist jetzt das zweite Mal, dass ich bei meinen Ermittlungen auf diese Organisation stoße. Ich glaube, sie haben eine Website. Sie haben eine Webseite, ja, vielleicht können wir darauf irgendwie nicht zurückgreifen. Ein Zeitungsausschnitt vom 22. März 1956. Der Artikel berichtet von einem Feuer in der Klinik, in die Mark Ackerman eingeliefert wurde. Okay, also das war in der Privatklinik und da ist ein Feuer ausgebrochen. Das ist doch wieder Dr. Hyde, oder? Hat irgendwas damit zum Tor? Diese Krankenschwester. Sie könnte mit Ackerman in Verbindung stehen. Ich muss mehr über sie herausfinden. Ach so, die Krankenschwester. Die Akte über die Morde in Los Angeles. Harrison hat sie mir gegeben. Seine Schlussfolgerungen stimmen mit der offiziellen Meinung nicht überein. Okay, also das ist die Zusammenfassung der Mordserie in LA. Ja, wenn ich das richtig lese, dann sind die verstümmelt worden. Sarkovic. Ich kenne diesen Namen. Wo habe ich ihn schon einmal gehört? Der Name Sarkovic, den sollten wir uns mal merken. Was ungelesene Nachricht. Claire. Achso, das ist der Code zur FBI-Datenbank. Ja, Moment. Können wir irgendwo da ins Internet oder so? Da schau her. Der Akku ist schwach. Ich sollte ihn aufladen. Was, der Akku ist schwach? Ein Anschluss für Dann ein sollte man Netzkabel. Sollte man vielleicht das Netzkabel ausschließen? Ist das da irgendwo? Eine Steckdose. Eine Steckdose. Bräuchte man gerade irgendwie Kabel? Transformator mit Kabel, auch das ist gut. So, pass auf, jetzt müssen wir mal wieder da mit. Ja. Jetzt hat. Pass auf, jetzt müssen wir das irgendwie da hinkriegen.
So, müssen wir da gesteckt sein, das müssen wir jetzt wieder hier haben. Okay, als erstes machen wir mal Internetsuche. Was findet man denn über Labyrinth-Stiftung außer? Gründerin Mrs. Beatrice Allen. Beatrice hat die Krankenschwesterkosten auf dem Bettel. Herbert Ackerman, ein Kunstliebhaber? Und diese Beatrice Allen? Ich muss mehr über sie herausfinden. So, dann suchen wir mal über die Beatrice Allen. Beatrice Allen, okay. Aber die ist schon tot, wenn ich es richtig lese. Die ist 2002 in New York gestorben. Und das war scheinbar die Dame. Beatrice Allen ist die Frau, die auf einem von Ackermans Gemälden abgebildet ist. Da bin ich sicher. Ich brauche mehr Informationen. Ihr Sohn könnte eine weitere heiße Spur sein. Aber ich brauche seinen vollständigen Namen. Ihr Sohn. Pass auf, dann schauen wir mal über Herbert Ackerman. Und das war, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, war das der erste Mörder, oder? Oder täusche ich mich da? Oder war das Mark Ackerman? So, dann haben wir noch Emil Zakovic. Emil Zakovic, ungarischer Maler, geboren 1862, gestorben 1904. Also dieser ungarische Maler. Aber mehr haben wir da nicht. Dieser Maler ist seit langer Zeit tot. Der Journalist muss einen falschen Namen verwendet haben. So, schauen wir mal in die Datenbank. Und schauen wir mal über... Was, Henry Allen? Ist das der Sohn? Pass auf, Name Allen, Vorname Henrik Mark. Und irgendwelche besonderen Sachen? Achso, der ist auch schon tot. Durch einen Autounfall. Ja, das ist Henry Allen. Ein Sohn namens Richard. Scheiße. Sag, dass das nicht wahr ist. Das kann doch kein Zufall sein. Ich bin im Moment nicht da, aber Sie können mir gerne eine Nachricht hinterlassen. Mein Gott, Richard. Wenn du der Enkel dieser Krankenschwester bist, warum hast du mir das nie erzählt? Ich muss sofort nach Chicago zurück, um der Sache auf den Grund zu gehen.